Ich hab mir gedacht, jetzt haben wir's checkt, haben mit der Zeit für uns entdeckt, dass sich der Mensch auf Bomben legt. Man sieht's ja in der Zeit im Bild, vorselektiert und halb so wild, während man Chips frisst oder grüht. Hauptsache weit weg, nur nicht bei uns, zum Vierten sieg ich gar keinen Grund, Hauptabendfilm in einer Stunde. Man spürt vielleicht einen kurzen Stich und ignoriert ihn vorbildlich, weil jetzt kommt gleich der Sportbericht. Drum, bevor ich mir in die Hosen scheiß, isst mir lieber nur Eis und dann immer wieder, fangt an, immer wieder, fangt an, immer wieder, fangt an. Und dann immer wieder, steht's auf, immer wieder, steht's auf, immer wieder, steht's auf. Ich hab mir gedacht, wir haben's kapiert, dass dieser so nicht geehrt wird und sich der Mensch selber ruiniert. Wir sehen's ja in einer Tour und machen doch die Augen zu. Probleme haben wir selber genug. Und gegen den dicken Knopf im Magen nehmen wir Tabletten oder fragen den Doktor, der sich am Plan. Die Welt sagt uns ihr ehrliches Gesicht, wir schauen die Welt nicht einmal an. Ist klar, dass das so nicht bleiben kann. Wir haben 100 Sender kostenfrei, dort schlagen sie sich die Schädel ein. Und dann immer wieder, fangt an, immer wieder, fangt an, immer wieder, fangt an. Und dann immer wieder, steht da, immer wieder, steht da, immer wieder, steht da. Aber wenn wir noch zahlen und wenn wir sie bemühen, kommt da jeder von sicher und auch gesund ins Ziel. Wenn wir nur zuschauen, wie wir alle tun, da steht's bald an, vor lauter Wicker dran und Obizan. Und dann immer wieder, fangt an, immer wieder, fangt an, immer wieder, fangt an. Und dann immer wieder, steht da, immer wieder, steht da, immer wieder, steht da. Und dann immer wieder, fangt an, immer wieder, fangt an, immer wieder, fangt an. Und dann immer wieder, steht da, immer wieder, steht da, immer wieder, steht da. Ich hab mir gedacht, jetzt ist so weit, zum Helfen ist schon höchste Zeit. Wann nicht gestern, dann halt heut. Ich hab mir gedacht, jetzt ist so weit, zum Helfen ist schon höchste Zeit. Wann nicht gestern, dann halt heut. Und dann immer wieder, fangt an, immer wieder, fangt an, immer wieder, fangt an. Und dann immer wieder, steht da, immer wieder, steht da, immer wieder, steht da. Und dann immer wieder, fangt an, immer wieder, fangt an, immer wieder, fangt an. Und dann immer wieder, steht da, immer wieder, steht da, immer wieder, steht da. Jawohl, Damen und Herren, herzlich willkommen hier auf Orange 94.0, dem freien Radio in Wien. Birgit Denk, mein Name, und wie jeden Donnerstag von 14 bis 15 Uhr Musik aus Österreich. Eine Stunde lang präsentiere ich Proudly Musik, die hier entstanden ist. Ja, natürlich von verschiedensten Menschen, die sich hier in dieser Stadt einfinden, um hier musikalisch zu arbeiten. Harald Baumgartner zum Beispiel, vor 2 Wochen war er hier live im Studio. Letzte Woche die Sendung ja für alle Stammhörerinnen ja leider ausgefallen, kurzfristig. Ja, manchmal habe ich dann doch plötzlich auch was zu tun. Ich entschuldige mich bei allen, die gewartet haben. Aber jetzt lasst uns doch nicht über Vergangenes raunten, sondern über momentanes sich freuen. Harald Baumgartner, Melancholerisch das Album und Track Nummer 9
Immer wieder war für euch hier mit abgespielt. Ja, Harry Baumgartner ist gerade dabei, sein Album aufzunehmen, hat er uns erzählt, dass irgendwann im späten Herbst rauskommen wird und dass sich mit der Weihnachtszeit beschäftigt. Ja, so ist für Künstler. Jetzt da in der Sun muss er irgendwelche Weihnachtssachen machen. Ja, sonst ist er nicht rechtzeitig da. Und sehen können Sie ihn im Hintergrund oder zeitlich, ist eigentlich, glaube ich, die richtige Bühnenbeschreibung, im Rahmen Drew Sarich und das Endwerkorchester. Let Him Go CD-Präsentation. Harry Baumgartner hat Drew Sarich seine Stimme und seine Fertigkeiten am Bass geliehen. Am Sonntag, den 8. Mai um 19.30 Uhr wird die CD im Wiener Mut präsentiert und kurz darauf im Stadtsaal, Damen und Herren. Ich glaube, es gibt noch ganz wenige Tickets. Schaut's noch, Drew Sarich bringt sein Album raus und Harry Baumgartner wird ihm auf der Bühne zur Seite stehen. Und bevor ich meine heutigen Gäste begrüßen werde, die sich auch zur Seite stehen, im wahrsten Sinne des Wortes zumindest, einer steht, der Rest darf sitzen. Bevor ich die Gäste heute hier begrüßen werde, gibt's noch was von einem wahrlichen Wunderwutzi aus dem Burgenland, nämlich Manuel Hafner gemeinsam mit Nadjas Cello. Das Album haben sie ja im Herbst bereits rausgebracht. Manuel Hafner und Nadjas Cello, unschlagerbar betitelt es sich. Der ist einer von denen, der sich denkt, was auf eine CD aufpasst, pass auf, deshalb 21 Titel drauf. Alles sehr kurz und knackig gehalten. Er spricht über Fleckerlteppiche, Ameisen, das Eichkätzchen essen, über den letzten Tag. Er bespricht das Thema, dass er so arm ist und so weiter und so fort. Manuel Hafner und Nadjas Cello für alle Lebenslagen. Und während Manuel Hafner gerade, so entnehme ich es seiner Facebook-Seite, eine Küche selbstständig zusammen bastelt, ja, sage ich einmal. Also ich glaube, er macht das wirklich aus dem Holz heraus. Gratulation. Und er bastelt und bastelt. Spielt am Morgen bitte gemeinsam mit der Nadja beim Gartenlust im Schloss Isarek. Das spielt er morgen gemeinsam mit Nadjas Cello. Auf der Facebook-Seite können Sie natürlich entweder der Entstehung der Küche folgen oder auch den Konzertterminen. www.facebook.com/manuel.hafner.33 und ein Liedchen, wo auch ich meine Liebe und Verehrung dem lieben Manuel Hafner zum Ausdruck bringen durfte, ist auch auf dieser CD drauf. Track Nummer 10 für euch, Manuel Hafner, du bist mein Freund. Alle, wo Sie kennen, haben den Manuel Hafner lieb. Komm, Herr Hafner, Frau Tschädl, reicht mir eure Hände. Lasst uns gemeinsam über die Blumenwiesen hupfen. Alles Geld der Welt und die Sterne am Himmelszelt gebe ich für einen Tag mit Manuel Hafner und seinen Freunden. Wir würden Menschen helfen, Abenteuer wild erleben, mit den Tieren auf der Wiese etwas Großartiges bewegen. Alles, was ich hab, und das ist vielleicht nicht viel, würde ich diesem Menschen schenken, der die Herzen böser Menschen eines Besseren belehrt, der die Lebensfreude mehrt. Wir würden feiern, lachen, das Leben, das ist schön. Manuel! Manuel Hafner, Du geiler Spitze! Du bist mein Freund, reich mir deine Hand. Jetzt ein Schlag ein, Manuel! Manuel, Manuel Hafner, Deine Kasteln sind so geil. du bist mein Du Freund, machst die besten Kindermöbel des ich hab dich lieb.
denn als ich schlief, ich wollte niemals mehr erwachen, traf ich mich mit Manuel Hafner. Wir machten tolle Sachen, seine wunderschöne Stimme sang von Freundschaft, von Liebe. Ich betete zu Jesus, dass es so für immer bliebe. Jetzt bin ich wieder wach in meiner kleinen Welt, seh den Bildschirmhintergrund von Manuel Hafner, der gefällt. Ich lausche seinen Liedern, mein Herz, das wird ganz warm. Ich freue mich, ich lache, das Leben, das ist schön. Manuel, Manuel Hafner, Du bist mein Freund, du bist mein Freund. reich mir deine Hand. Ich hab dich lieb. Manuel, Manuel Hafner, du bist mein Freund. Schlag ein mit mir, mein Freund, Ich hab dich lieb. denn du bist so stimmungsvoll. Manuel, Wenn du so stimmungsvoll bist, Manuel Hafner, du bist mein Freund. du bist mein Freund. You are my friend. Reich mir deine Hand, Give me your hand. schöne Hand. Manuel, Du bist der Beste, den es gibt. Manuel Du bist Hafner, so super toll. du bist mein Freund. You are my friend. Ich hab dich lieb. Extrem lieb. Manuel, Ja, Manuel. Manuel Hafner, Wunderbarer Mensch, du. du bist mein Freund. Die Dame ausgefahren. Reich mir deine Hand, Die Dame ausgefahren. eine wunderschöne, wunderschöne Manuel, Nadjas Cello. Manuel Hafner, Super Bursch. du bist mein Freund. Mein Freund Manuel Hafner ist mein Freund. Ich hab dich lieb. Manuel Hafner, du bist mein Freund. Ich hab dich lieb. Danke, danke. Und wo ist der Schlussakkord? Ah, er kommt nicht. Damen und Herren, Manuel Hafner und Nadjas Cello hier auf Orange 94.0 im Freien Radio in Wien. Manuel Hafner, du bist mein Freund, und Sie hörten natürlich unterstützend, wenn es schon eine Ode an die Freundschaft sein soll, der Chor der Freunde, Bernd Heinrich, Christian Pitzer, Christian Huber, Christoph, lauter Christennamen, Christoph Michalke, Christopher Schneeweiß, Josef Hockey Hochedlinger, Michael Hoffmann, Patrick Basur und meiner einer, und natürlich die Fanfare wurde geblasen von den Mitgliedern des Musikvereins Mönchhof, Ladies and Gentlemen, und das Akkordeon von Arno Koch. Manuel Hafner, das Album Unschlagerbar, zu sehen morgen im Rahmen von Gartenlust im Schloss Isarek, und auf der Facebook-Seite von Manuel Hafner können Sie selbigen dabei zuschauen, wie er sich seine Küche selber bastelt, baut, überhaupt. Und außerdem, ja, hier Musik aus Österreich, quer durch den Gemüsegarten, so bunt wie das Land sind auch die Musikschaffenden. Und ich begrüße recht herzlich, quasi, wenn ich nur schnell schaue, 20 Männer hier bei mir im Studio, die sich zusammengeknuppelt haben auf kleinstem Platz. Herzlich willkommen, Kandor, grüß euch. Ja, hallo, danke noch einmal für die Einladung. Jetzt haben wir ja doch schon 2 Jahre sind es jetzt her, dass wir bei dir das letzte Mal waren. Also das war, glaube ich, der 6. März 2014. Das glaub ich, oder das weißt du? Ja, das weiß ich. Ich weiß nicht, ob sich du noch erinnern kannst. Also ich weiß es schon noch, weil das nicht alltäglich ist, dass wir im Radio sind. Na, um Gottes Willen. Und da wart ihr da vor 2 Jahren, und jetzt erzähl mir doch, Kandor, was ist denn passiert die letzten 2 Jahre? Ja, es ist schon einiges passiert, kann man sagen. Also es war schon was los. Wir haben da natürlich wieder einen selbstgemachten Flyers mitgebracht. Ja, die gute alte Tradition von Kandor, selbst gemalte, also gemalt eigentlich wäre übertrieben, selbst geschriebene Flyer. Ja, das Genau. magst du noch immer mit Feinliner. Ja, richtig. Natürlich haben wir uns jetzt ein bisschen entwickelt. Also es gibt schon ein kopiertes Blatt, wo wir auch also als Foto drauf sind und mit Hand geschrieben. Also die Professionalisierung schreitet rapide voran. Sogar bei uns, ja. Nein, wie gesagt, von der Konstellation hat sich in unserer Band was geändert. Unser Schlagzeuger, der Erwin, ist nicht mehr dabei. Da haben wir jetzt einen neuen, das ist der Bobby, der ist heute auch mit. Ja, warte mal, wir werden mal, Bobby schreit mal kurz in die Runde.
Ja, genau, da war er. Ja. Dann haben wir dir eine CD mitgebracht, das hat sich auch, also wir haben jetzt eine CD gemacht, das war im Höfefest vom Groß-Enzersdorf. Da gibt's schon so kleine Gerätschaften, das stellt man einfach rein und nimmt es so wie in die Punkbands in die 70er Jahre einfach auf und da ist alles drauf und ja, wir sagen... Also ein Mikro, eine Quelle, wo es gespeichert ist und schon sind wir fertig. Und da habt ihr bei einem Live-Konzert mitgeschnitten. Genau. 2014, Cantor live. Ja. Das sind ja auch... Schau, eigene Nummern nur drauf. Schau, ja. Und da hast du angefangen bei 1 zum Nummerieren, ja? Und dann bist du draufgekommen bei 12, verdammt, wir sind ja noch 2 Lieder auf der Seite dazu geschrieben. Genau, das ist halt so bei uns halt das üblich, dass man das Handmade. einfach so... Ja, genau, so soll es sein. alles mit Filzstift und so weiter. Ja. Ja, was kann ich dir erzählen? Was hat sich noch getan? Wir waren, haben dann... Einmal hat uns über Facebook sogar jemand engagiert, der war aus dem Burgenland, aus Bernstein, und der hat gesagt, ja, sie macht das ein Hippie-Fest und da, wo wir da spielen wollen, haben wir gesagt, ja, gern, das taugt uns eh. Die alten Hippies, ne? Genau, der Ewald, der hat das noch selber mitbekommen, das stimmt wirklich, ja, der hat das noch selber mitgekriegt in die 70er Jahre. Und ja, sind wir runtergefahren, haben sie gedacht, ja, das ist in so ein Wirtshaussaal halt, ein normales Dorfgasthaus und ja, wird schon schön und gemütlich werden. Es war dann nur so, wir haben angefangen und dann hat er schon den Film über Woodstock, den wir wahrscheinlich viele kennen, das hat er angefangen zum Laufen und es sind aber die Leute dann leider ausgeblieben. Jetzt haben wir schon gegessen gehabt, getrunken und haben nur mehr auf die Zuhörer gewartet und... Verdammt! Leider und die wurden sogar durch den Woodstock-Film nicht angelockt. Leider. Und das heißt, der Veranstalter hat eine Top-Arbeit gemacht. Ja, die haben uns dann gesagt, in der Nachbarschaft war eine Hochzeit und im Burgenland eine Hochzeit, das ist natürlich nicht, das da kommt man nicht an. Das ist richtig. Eine burgenländische Hochzeit, da ist alles eingeladen. Das Einzige, was nur drüber geht, ist eine türkische Hochzeit. Aber sonst, eine burgenländische Hochzeit ist wirklich 500-600 Leute und wer nicht eingeladen ist, steht zumindest auf der Straße und schaut sich das an. Ne? Ganz genau. Genau. Und da war dann natürlich, ja. Aber gegessen habt's gut. Genau, und der hat uns dann noch gesagt, wart's noch ein bisschen und die kommen noch und dann war es dann schon so 12 und dann war es schon 12:30 und dann haben wir dann gesagt, du, können wir irgendwie Schluss machen und dann hat er uns das Quartier gezeigt, gesagt, okay, dann lassen wir es. Habt ihr dort schlafen können? Ja, es war dann so schöne, wie ein kleines Schloss, also so ein Trakt, das hat der Gemeinde dort gehört und da hat man sogar übernachten können und wir haben es halt gratis, weil wir ja von dem gebucht sozusagen, sage ich jetzt schon, waren sind. Nicht? Für uns ist das was Neues, dass uns da jemand gebucht. Ja, und das war dann auch noch ganz schön, ja. Eigentlich ist das für viele Bands, sage ich da ehrlich, der Wunschtraum. Man fährt wohin, isst, trinkt, muss nicht spielen, geht schlafen und fährt am nächsten Tag wieder. Nein, also das, Birgit, da muss ich da kurz widersprechen. Wir haben schon gespielt, wir haben unser Programm gespielt. Also ich habe mir gedacht, ihr habt dann, für keine Leute. Da wäre wir depressiv gewesen, wenn wir jetzt nicht spielen hätten dürfen. Ja. Um Gottes Willen, Depressionen wollen wir hier nicht befeuern, wenn die Sonne, gerade in Wien zumindest, noch wunderschön scheint. Im Westen Österreichs soll es ja schon ein bisschen scheiße ausschauen, aber jetzt ist es schöner. Es wird mir gerade ein Zettel gereicht. Cantor darf natürlich auch heute spielen. Ja, wir sehen heute auch nicht die Menschen, die euch zuhören, die sitzen nämlich vor den Radiogeräten. Aber ihr habt wieder alles mit zart, was man zu Hause an Instrumenten hat. Ja. Wir haben einen sehr eigenwilligen Bassverstärker, der nur, wie bei guten alten Rock'n'Rollern gewohnt, 2 Lautstärken kennt, Volume oder O-Draht, ja. Aber wir werden ihn da reiten, wie der Wiener sagt. Dann sitzt der neue Schlagwerker schon bereits brütend auf seiner Cajon. Gitarren, Keyboard, Tambourin, 3 Stimmen, Wahnsinn. Alles ist vorbereitet. Ich freue mich sehr, wir können Live-Musik hören. Ich werde mich mühen, euch gerecht zu werden und irgendwie aus unseren 3 Mikros die 200 Instrumente zu bannen. Bitte such deinen Platz. Ja, du bist vom Sprechen befreit. Nimm dir deinen Bass, dreh den Häfen so auf, dass uns nicht die Haare zurückwart. Aber das werden wir hinkriegen. Und ich darf mich sehr freuend darüber auslassen, dass Cantor eben keine Kosten und Mühen gescheut hat, vorbeigekommen ist, ihre Instrumente aufgebaut hat im winzigen Kammerl und ein Liedchen zum Besten geben wird, das aus ihrer eigenen Feder stammt natürlich und es heißt Mr. Right. Viel Spaß damit.
Mr. Right jumps over the hills. In this mind, the sun for you never know, my dear. His words flow over the brim. There's something in his eyes that will ever be so clear, and he always knows just what to say to make you feel this universal kick, and he comes down for you to play. Do you know his trick? And he wants your body and soul, and he loves you till you're down upon your knees, and he brings destruction to your life. But you're really sure that it stands for the long and know just how to be strong. Without any man, you don't need a man to love, and know that it can't take long till you're out for him. Mr. Right, Mr. and it brings destruction to your life. But you're really sure that it's not for the ball. You know just how to be strong. Without any man, you don't need a man to love. And know that it can't take long till you're out for him. Mr. Right, Mr. Right, Mr. Right, Mr. Right. Hey, Mr. Right, Mr. Right, Mr. Right, Mr. Right, Mr. Right, Mr. Right, na 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 destruction to your life, but you're really sure that it stands for the law. You know just how to be strong. Without any man, you don't need a man to love. And you know that it can't take long till you're out for him. Mr. Right, Mr. Der Kampf der Giganten mit den 3 Mikrofonen, aber halbwegs funktioniert. Danke. Kandor hier live zu Gast, Orange 94.0, das freie Radio in Wien, Ladies and Gentlemen. Kandor live zu hören hier im Radio. Ja, wann gibt sich denn außerhalb dieses Radiostudios wieder live zu hören? Gibt's irgendwas, was ihr dringend ansagen, glaube ich, wollt? Ja, genau. Also mag dir vielleicht etwas eigenwillig erscheinen, aber dazu habe ich eine kleine Geschichte. Es hat so begonnen, ich war bei meiner Mutter draußen, die wohnt in Prottes, und da haben wir einen gewissen Robert Schneider kennengelernt. Das ist der Bruder vom Norbert Schneider. Der Herr ist für die Pfarrkirche Prottes oder halt für diese Pfarrgemeinde tätig. Hat uns einmal eingeladen, letztes Jahr im Oktober, und hat dann gesagt, okay, es gefällt mir halt, was ihr so spielt und so, und wollt nicht wieder mal so eine Familienmesse spielen, und haben gesagt, ja, also ob jetzt im Lokal 5, wie man sagt, in Wien Hanseln zuhören oder jetzt in der Kirche eben, da sind mehrere dort. Mehrere Hanseln. Unterschiedlichen Alters natürlich auch, ja. Und jetzt haben wir am 10. April, das ist der Sonntag, so soll es sein. Genau, das ist der Sonntag. 6.30 Uhr Morgenmesse? Nein, 9.45 Uhr, sehr gut, habt sich das noch außergehandelt. 9.45 Uhr, auch da wieder ein formschön gestalteter Zettel. Spielen mit Robert Schneider eine Familienmesse am Sonntag, den 10. April um 9.45 Uhr in der Pfarrkirche Prottes. Was ich sehr löblich finde, dass du auch dazu geschrieben hast, Eintritt ist frei. Das finde ich gut. Genau, naja, es hängen jetzt auch andere Plakate auch, weil sein Bruder, den ihr wahrscheinlich alle so kennen werdet, wahrscheinlich der Norbert Schneider,
der hat ja am 29. April, ich glaube in den Medien hört man das glaube ich nicht so, der hat nur in Protest aufgehängt oder so, glaube ich. Und der macht da in der Tennishalle von seiner verstorbenen Mutter, macht er so ein Konzert. Und da haben wir gedacht, gut, jetzt hängen wir da auch was auf und dass sie die da halt auskennen, dass das wer der Bruder ist, dass das wer anderer ist, haben wir halt das dazu geschrieben, Eintritt ist frei und so. Das ist gut, Damen und Herren, lachen Sie nicht. Es ist natürlich so, wer nach Rom fährt zum Beispiel und dort in eine Kirche hineingeht, muss Eintritt zahlen. Ja? Deshalb finde ich es okay, wenn man da dazu schreibt, Eintritt ist frei. Ah ja, Karlskirchen, da habe ich auch letztens versucht hineinzugehen, muss man auch bereits Eintritt zahlen. Also ist eigentlich gescheit, wenn dort steht, Eintritt frei. Du, Kantor, ihr seid jetzt 5 Personen, 5 Herren, spielt's als Gaude, Lust und weil es nicht anders geht, weil wer Musiker ist Musiker und muss spielen. Wie oft probt ihr? Seid ihr so jemand, die sich fix in der Woche treffen, wie andere zum Briefmarken sammeln oder Genau. zum nur Bier trinken oder so? Na, bei uns also dominiert halt schon die Musik. Einmal am Mittwoch treffen wir uns um 6 oder halb 7, meistens, das sind immer später dran, ich bin immer der Erste, ich darf immer alles Du darfst die Tür aufsperren. Du bist der Genau. Mr. Open Genau, the also Gate bis dann Man. halt alle hereingekommen Eintritt ist frei! dauert es halt eine Zeit. Ja, was kann ich dir, möchte ich dir noch, wir haben ja schon überlegt, was könnte ich da jetzt reden und Ja, ich hätte gern wissen, dann probt ihr brav jeden Mittwoch Ja. oder ist das eher so eine Trotscherei unter Kollegen? Nein, das ist schon, wir haben so eine Mappe, die haben wir jetzt nicht mit, also das ist ja so eine dicke Mappe, da sind die ganzen Notentexte halt drinnen und wir haben, wie gesagt, 3 Liederschreiber und also der Ewald, das ist der Herr mit der Gitarre da vor mir, dann der Michi in der Mitte am Keyboard und der Peter, also Ewald Spanner, Michi Link und der Peter Beller, die schreiben das und wir haben eigene und dann haben wir noch von die Beatles haben wir Sachen dabei, ja, was... Und das kommt dann, das Liedgut kommt brav in die Mappe. Genau, das kommt dann alles da rein und dann kann man das dann eben halt herausnehmen. Und ich habe Oder da auch spielen kann man es auch wahrscheinlich. Nicht nur rausnehmen und reingeben. Ja, das war habe ich jetzt sowieso damit gemeint, ja. Wir haben dir was mitgebracht, Ja. also der Michi Link, der hat einige Sachen vertont, also das zum Beispiel also er schreibt Gedichte. Ja. Ich glaube schon ziemlich lang, oder er kann sich auch selber sagen, wie lange er das schon schreibt. Warte, fragen wir doch gleich. Ich öffne das Mikrofon. Bitte, wie lange schreibst du denn deine Gedichte? Ich schreibe sie eigentlich schon, mindestens 20 Jahre oder eigentlich über 20 Jahre und für den Zeitraum ist eigentlich nicht so viel zusammengekommen, weil mich Leute schon gefragt haben, so viele Gedichte hast du geschrieben, das sind ja 40 Gedichte, wenn man es dividiert, dann Ja, dividiert durch 20 jedes Semester ein Gedicht, also Ja, das schau. ist jetzt nicht so. Ja. Der Und große. wie kommt man zum Gedichteschreiben, ist ja eine blöde Frage, weil es gibt ja viele Menschen, die irgendwann einmal im Lauf ihrer Vita, ihres Lebens irgendwie so Gedichte schreiben. Die meisten fangen damit an, irgendwie Pubertät, Adoleszenz oder so. Und die meisten hören dann aber sofort wieder damit auf, wenn sie dann erwachsen sind. Was hat dich dazu gebracht, dass du dann bleibst und weiter dran arbeitest und deine Gedichte schreibst? Dass ich dran bleibe, also Wilhelm Busch, Max und Moritz und so, das hat wie die, nicht alle, aber wie die meisten Kinder, glaube ich, irgendwie eine gewisse Faszination gehabt auf mich, aber ich habe das jetzt nicht dann immer gelesen, um dran zu bleiben, sondern es war einfach, so wie mich das Musizieren, Gitarre spielen und dann auch das Liederschreiben interessiert hat, hat mich auch das Gedichte schreiben, also einfach ohne Musik Texte niederzuschreiben oder zu ersinnen. Vorher, wenn es mir nicht gefallen hat, habe ich wieder gestrichen und herumgewerkelt. Es hat mich einfach immer beschäftigt und interessiert. Ja. Was ist der große, oder gibt es einen Unterschied zwischen Liedtext und Gedicht, oder ist das dasselbe? Gute Frage. Teilweise ist dasselbe, aber ich habe schon gehört, weil ich habe in diesem vom Andi erwähnten Gedichtbuch auch einige Liedertexte einfließen lassen und hat mir schon jemand gesagt, der merkt genau, das ist jetzt ein Lied eher, weil da ist irgendwie der Kehrvers dann anders oder es ist vielleicht ein bisschen holpriger jetzt nur zum Lesen. Ja. Aber ich glaube, teilweise ist es dann nicht erkennbar. Teilweise ist es dann wieder identisch. Aber es gibt schon so ein paar typische
Liedertexte einfach, die jetzt nicht so als Gedichte vielleicht durchgehen oder jetzt nicht so wirken jetzt nur als Gedichte, also die schon die Musik brauchen. Wie ist es mit dem nun auf meinem Zettelablauf angesagten Jumping Up in Norway? Ist das ein Lied von wem? Vom Ewald. Das ist von mir, ich bin der Ewald, ja. Ja, es ist so, das ist entstanden während einer Norwegen-Reise. Also ich war gemeinsam mit meiner Frau in Norwegen, haben uns die Nordlichter dort bewundert. Habt ihr welche gesehen? Die meisten fahren ja auf und fahren enttäuscht heim. Normalerweise siehst du die nicht so leicht, ne? Aber wir waren 2 Wochen dort und haben es circa 5-6 Mal bewundern können. Also das war schon ganz schön. Nicht? Schaut das genauso aus, wie man es dann auf Fotos sieht? Oder ist das... Mindestens, das ist noch viel schöner, weil wenn sich das so bewegt, das Licht oder so über den Abendhimmel tanzt, also in Nachthimmel eigentlich. Nur, einziger Nachteil, es hat dann bis zu 27 Grad minus dort. Also das ist schon ganz schön kalt. Das muss ich schon anziehen dann. Gut, und am Ende des Urlaubes, wie ich schon vom Abflug war, ist mir dann dieses Gedicht eingefallen, weil mich dort die Elche wahrscheinlich inspiriert haben, was weiß ich. Gell. Das ist ein bisschen ein lustiges Lied. Hast du Elche auch gesehen oder nur das Nordlicht? Ja, die letzten paar Tage haben wir dann von der Weiden, das sind nämlich sehr scheu, nicht? Aber wie gesagt, das sind so lustige Viecher irgendwie. Stimmt. Ja, okay. Und daraus ist das dann entstanden. Also das heißt, du hast ein bisschen die Elche, das Nordlicht in ein Lied einfließen lassen. Sozusagen, ja, genau. Damen und Herren, es freut mich sehr. Ich proudly presente Ihnen nun hier auf Rausch 94.0, dem Freien Radio in Wien. Live-Musik Kandor hier im Studio. Gemeinsam spielen sie nicht nur mittwochs im Proberaum, sondern Gott sei Dank auch Donnerstag hier im Studio. Jumping Up in Norway, bitte sehr. Jumping up in Norway, killing my time with a lot of booze, holding hands together, rocking and rolling, singing the blues. Jumping up in Norway, killing my time with a lot of booze, holding hands together, rocking and rolling, singing the blues. Holding the plane through the dazzling snow, heading to the lodges where the cold winds blow. My mind is high, a window's dream. I'm looking for the sky where the northern lights stream. Jumping up in Norway, killing my time with a lot of booze, holding hands together, rocking and rolling, singing the blues. Jumping up in Norway, killing my time with a lot of booze, holding hands together, rocking and rolling, singing the blues. I'm a peaceful hunter for the reindeer herds. Hold up my camera, not a gun that hurts. Fell in love with the animals, the bats and the blues. But though it is expensive and I paid my dues. Jumping up in Norway, killing my time with a lot of booze, holding hands together, rocking and rolling, singing the blues. Jumping up in Norway, killing my time with a lot of booze, holding hands together, rocking and rolling, singing the blues.
Kandor, Damen und Herren, hier live im Radio. Radio Rausch 94.0, das Freiradio in Wien. Hier heute zu Gast 5 Herren mit ihren Instrumenten in einem kleinen Kammerl sind's eingepfercht, Schulter an Schulter. Der eine sitzt am Keyboard, der andere in der Trommel. Alles geht sich aus, Damen und Herren. Kandor werden auch live zu sehen sein am 10. April um 9.45 Uhr in der Pfarrkirche in Prottes. Und wie schon auf ihren selbst gebastelten Flyern zu sehen, Eintritt ist frei. Das ist auf alle Fälle sehr gut. Ich habe in der Hektik auch noch einen zweiten Termin vergessen. Wir spielen am 7. Mai in Gschamstadina. Ja. Da kann ich auch was dazu, ein bisschen was erzählen. Ja. Also dieser Herr, der Wirt, hat uns da mal gehört und hat gesagt, na ja, ihr seid ja nicht schlecht und ich habe gesehen, ihr habt jetzt nicht so viele Zuhörer. Wir nennen uns immer die Band, die jeder kennt. Also wir kennen alle, die zu uns kommen, weil die sind so, genau, also Birgit lacht. Die kennen uns schon und wir kennen sie vom Namen her. Und der hat gesagt, na wollt's nicht einmal, er ist der Obmann vom SC Maria Hilf. Und die würden in der Pause, also jetzt auch bei der Herren- sowie auch bei der Damenmannschaft, eine Gruppe suchen, die da halt spielt. Und das haben wir uns letzten Samstag und Sonntag, da war es sehr windig, wir haben die Gruppen daheim vergessen. Jetzt ist das mit den Zetteln, war das ein bisschen, also mit der Mappe. Ja, ich habe Mappe. Schwierig. Ja, ja, ihr genau. seid halt wirklich nur die Freunde der Zettel. Das hat Vorteile, aber auch Nachteile, wenn der Wind geht. Man sollte es merken einfach, genau, ja. Das wäre gescheiter. Was ja viele Musiker, die den früher Zettel angehangen sind, weil sie sich die Lieder halt so nicht da merken können wollen, tun, was auch immer, sind ja jetzt viele umgestiegen, beobachte ich sehr amüsiert, teilweise auf diese Pads, ja, also ohne jetzt so Namen zu droppen, und viele der Musikanten, die schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind die als allererstes ihre Noten und ihren Text plötzlich elektronisch haben, weil man das da größer machen kann und besser lesen. Das tut's ihr aber gleich umschiffen, indem ihr ohnehin groß schreibt. Genau, also damit das Leder lesen kann. Okay, das war jetzt ein aufgelegter. Ja, was kann man noch erzählen? Ja, unbedingt. Ja, also es gibt dann noch eine kleine Geschichte, die finde ich ganz amüsant. Eines Tages, wie ich so mit dem Rad unterwegs war, es war ein schöner Tag, so wie heute fast noch schöner, war ich da im Raum Gensendorf mit dem Radl spazieren. Und habe dann entdeckt, da gibt's bei Zwerndorf, da so bei einer Schottergruben draußen, so ein kleines, abgeschiedenes Lokal, recht rustikal. Und ich habe da beim Fenster reingeschaut, dann ist ein Pensionist vor der Tür gesagt, da ist noch niemand da müssen sie dann später kommen. Der kommt später, der wird. Naja, dann habe ich mit meinem Freund, also mit Michi, haben wir uns was ausgemacht, der ist von Wien gekommen, ich bin von Gensendorf abgeholt, habe gesagt, du, ich müsste da was zeigen, das ist echt nett, die haben eine Bühne draußen stehen, echt ganz gut. Und wir gehen da rein, waren Leute da und der kommt uns sofort entgegen und so ganz freundlich und ja, grüß euch, super, dass ihr da seid. Also das ist ja wirklich schnell gegangen. Sagt mein Freund zu mir, du kennst du den? So, naja, eigentlich nur vom Namen, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich. Naja, hat uns der dann, also wir haben dann hingesetzt und der hat uns gleich bewirtet. Ich meine, das geht ja wirklich fix. Also ich sag noch gar noch nichts gesagt und es steht alles schon da. Also das ist ja wunderbar. Dann später kommen ein paar junge Leute herein und sagt er, und die haben so Weinkisten mitgehabt und sagt er, seid ihr nicht diese Weinlieferanten? Und na, also ich weiß es nicht. Ja, sagt ihr habt ihr euch quasi eine Kost erschlichen. Ja. Und dann haben wir eben gehört, genau. Nein, wir haben das dann schon selber zahlen müssen. Also so nett war er das dann auch wieder. Hast nicht zufällig noch einen Doppler im Radl irgendwo in der Satteltasche irgendwie drin gehabt? Ich bringe euch einen Wein. Ja, dann war es vielleicht wieder eingegangen oder so. Genau, nein, es hat sich dann herausgestellt, also er hat uns verwechselt, also das habe ich gesagt, wir haben ihm dann deine Hand, den ich dir jetzt auch gerade vorher gegeben, deine handgeschriebene Zettel und haben uns gedacht, wenn wir jetzt vielleicht so sagen, ja, wir waren schon mal bei der Birgit Denk und so, das macht vielleicht ein bisschen Eindruck und so, ne? Und wir haben ihm das gegeben und also er schaut sich das so an und ich sage, naja, und wie gefällt Ihnen das oder kann man da irgendwas, vielleicht, dass wir da spielen können oder so? Wir bringen unseren Wein mit. Genau, und wir waren eben bei der Birgit Denk und die spielt ja auch und die macht so eine Radiosendung, haben wir gedacht, vielleicht ist das irgendwie gut. Hat er dann so gemeint, naja, dann so von hinten und von vorne angeschaut,
Naja, zum Unterzinken sind sie nicht schlecht. Ja, die schönen Papieren für euch. Ja, das ist das Problem des Künstlers. Ja, da muss man auch mit solchen Rückschlägen irgendwie zurechtkommen. Na, bitte sehr. Und ich druck ein bisschen auf die Zeit, ich will da 6 Lieder spielen, ich hab gleich gesagt, das geht nicht. Jetzt aber vielleicht hat er diese Sendung jetzt gehört und denkt sich, naja, also die sind hartnäckig und ja. Ja, aber es wird euch nicht der Sport bleiben, dass er euch wegen der Musik beurteilt und nicht wegen mir. Das ist halt leider das Problem. Sonst so schlecht war er eher nicht, oder? Damen und Herren, 16 Minuten, schaut er, das hat die Zeit drin. 6 Lieder wolltet ihr spielen. Ich kann jetzt schon mal vermuten, dass wir höchstens noch 2 spielen können. Ich frage euch jetzt, wollt ihr die Reihenfolge beibehalten von den Liedern, die ihr gewählt habt, oder wollt ihr jetzt irgendwo was überspringen? Ja, also der Michi möchte diesen Osterhase spielen. Dann machen wir doch das. Osterhaus. Ostern ist zwar schon vorbei, aber wurscht, oder? Bei Kandor fliegt der Osterhase auch noch nach dem Osterhasen. Nächstes Jahr um die Zeit war der Osterhase noch nicht, weil da kommt er später. So könnte man das auch ansehen. Damen und Herren, Kandor jetzt sogar mit Votshove und dem Osterhaus, bitte. Zu, deine Ohren sind groß, viel größer ist der Herz mein kleiner Haus. Die Zeit wird knapp, die Jäger sind schon nah, bleib nicht bei mir, weil sie sind bald schon da. Drum lauf davon, solang wie du nur kannst, lauf davon, ich spüre große Angst, weil du sollst für immer leben, solang's Kinder gibt, soll's auch die geben, mein Osterhaus. Osterhaus, ich weiß nicht, ob du mich wirklich verstehst. Ich will nicht, dass auch du bald von mir gehst. Die Zeit wird knapp, die Jäger sind schon noch. Bleib nicht bei mir, weil sie sind bald schon da. Drum lauf davon, solang wie du nur kannst. Lauf davon, ich spüre große Angst, weil du sollst für immer leben, solang's Kinder gibt, soll's auch die geben. Drum lauf davon. Schlussakkord, Damen und Herren. Wir hörten Kandor hier heute live auf Radio Rausch 94.0 im Freien Radio in Wien. Damen und Herren, Kandor ist natürlich auch auf sämtlichen Plattformen da. Oder Facebook? Facebook gibt's euch?
Genau, gibt's uns immer noch. Also wir freuen uns natürlich, wenn sich das einmal jemand anschaut und sie denkt, okay, schauen wir mal rein oder vielleicht sogar mal auf ein Konzert vorbeikommt. Aber alles ist auf Facebook zu finden. Candor oder wie Slash Music oder wie? Genau, das ist Candor, die Band. Also das kann man in Google eingeben, muss man nicht jetzt irgendwie da eingehen. Muss man nicht so lange suchen. Genau. Bitte sehr. Und Kontaktdaten findet man dort dann ebenfalls auch. Ja. Und natürlich ist es so, ihr wart vor 2 Jahren da, mittlerweile eine CD aufgenommen, jetzt wieder brav zetteln mit Dingen, die so passieren. Wann gibt's die nächste CD oder gibt's Liedmaterial schon was Neues? Weil wenn man sich jeden Mittwoch trifft, dann muss ja einiges passieren. Das stimmt, ja. Also wir haben jetzt schon einige Lieder, die wir noch nicht so oft gespielt haben. Also das wäre dann schon der nächste Schritt. Also dass wir sagen, wir wollen da was aufnehmen. Und ja, also wie gesagt, das ist jetzt zu überlegen und ja, aber wir wollen jetzt natürlich auch schauen, dass wir auch live natürlich ein bisschen mehr rauskommen und ja, sind da eigentlich immer am Suchen und ja, würden uns natürlich freuen, auch vielleicht bei einem gewissen Dreierwirt in Zwerndorf eventuell zu spielen, wenn ihm das natürlich auch zusagt. Na, hoffentlich hört er das jetzt auch. Oder ihr schreibt's ihm, oder weiß er das schon? Wir haben ihm schon geschrieben, aber das ist, wie soll ich sagen, also die Kommunikation. Der sucht sich das selber aus. Ja, nein, das genau. ist sein Recht, wenn er von sein Wirtshaus ist. muss man dann schon ehrlich sagen, ne? Wenn es sein Wirtshaus ist, ne? Darf er sagen, ja, nein oder überhaupt. Genau. Na, wir haben im Darkkick, da habe ich wieder telefoniert mit der Dame, das ist dieser Was hast du da, Entschuldigung, was ist das für eine Liste, die du da liegen Also hast? Das interessiert mich schon die ganze Zeit wahnsinnig. Was ist das? Also der Michi hat da alle unsere Konzerte, egal so. ob jetzt mehr so Leute auf der Bühne gestanden sind im Zuschauerraum, hat er das alles also chronologisch festgehalten. Verstehe, das ist das, was man dann gleich der Steuer übergeben kann, oder was man's kommen? Ja, ich glaube, bei uns werden die nicht so viel zum Versteuern haben. Ah, sag das nicht. Ja, schau, das sind alle. Von 2013 geht's los, oder? Sehe ich das richtig? Nein, 19, ich habe die verkehrte Seiten angefangen. 14.06.1996. Wahnsinn. Ah, na, da war ich noch nicht dabei. Da warst du noch nicht dabei. Wer war vor euch schon dabei? Naja, ich war dabei in anderer Formation. Das war Ja. ein Duo Mino, das hat nicht lange existiert. Okay. Von 14.06.96 bis 16.06.96, oder? Ja, Doch. ein bisschen länger, ja. Okay. Ja. Schon ein paar Monate, aber ja. Wir sind dann mehr wandern gegangen als musizieren, aber Ist oft auch nicht schlecht. haben uns dann auch gesungen zwischendurch, aber ja. Ja, aber Wandern Ja. ist ja was Schönes. Ja, wenn Ja, man da beim schon, Wetter, ja. wenn man da Doch, beim ja. Fenster rausschauen tut. Aber wo ist dann quasi Condor? Wo würdest du jetzt das Geburtsdatum verorten? Februar 2000 müsste es gewesen sein. Februar 2000. Oder im März, glaube ich, haben wir dann schon gespielt, nicht? Beim 17.03. Im kann FAT. ich anbieten, steht Ja, da. das, genau. Promotionsfeier von Herrn Doktor. Genau, Dr. Malberg war das. Siehst du, ja. das den erwähnen? Den hast du da nicht aufgeschrieben. Das war der Bruder von der anderen Hälfte des Duos. Ja. Ah, okay. Also es werden bei Condor sehr verwandtschaftliche Verhältnisse gepflegt. Ja, also Oder? ja. Ja, ist ja Nicht bewusst, aber ja. Aber ist ja nichts Schlechtes. Wo war das am 7.4.? Seid ihr so Hirne, die sich dann immer genau merken, noch, was das für ein Gig war? Oder muss man dann nachschauen? Wenn ich dich jetzt frage, 7.4.2013, wo war das? Ja, so weit bin ich nicht. Nein, Du warst das noch. Also ich weiß es schon noch, ja. Das Was ist, war das das? ist, kann mich, ja. das ist war auch von der Erinnern schon, Erzdiözese, ist das ein Lokal Ja. gewesen und die haben gesagt, wir können spielen nach dieser Studentenmesse am Sonntag, Okay. nach dem Stephansdom, nach dem Gottesdienst und da haben wir da habt ihr gespielt. gedacht, Ja. siehst du, er war's noch. Ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Ja, die Schuppen von Wo den war das? Augen. Ich hab mir gedacht, das ist das Ja, kenne ich wo vom war ja. das? Das schreit nach was. Ja, Ne? das größte WC in ganz Wien. Was? Ja, wirklich. Was hat das größte? Was? WC, Ganz das Klo ist am modern, größten dort in Kroatien. Die haben ein Klo, das ist größer als das Studio da. Aber wieso? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Aber sind das so 20 Pissoirs nebeneinander oder ist das nur vom Raum so groß? Das Klo ist wirklich riesig. Ja. Mir hat's letztens geschreckt. Ich war seit langen Jahren wieder im Café Alt-Wien, im ersten, wo ich früher sehr viel war. Jetzt war ich lang überhaupt nicht, so 10 Jahre sicher. Und jetzt war ich wieder. Und das Orge ist, es schaut genau unverändert aus. Das Einzige, was ist, es ist die obligatorische Glastür, wie in allen Lokalen, wegen der Raucher- und Nichtrauchergeschichte in der Mitte eingezogen.
Und dann geht man aufs Klo. Und plötzlich hat man das Gefühl, man steht in einem 5-Stern-Hotel, also nichts mehr Alt-Wien, sondern die haben das Klo umgebaut. Alles elektrisch, alles mit Marmor, mit einer roten Ledersitzcouch zum Warten, falls man es recht gnädig hat oder so. Alles mit, was der Wasser erscheint, quasi, wenn man sich die Hände waschen will. Und so sagen, haben wir gedacht, siehst du das, wenn man irgendwie schauen muss, dass man was in sein Lokal investiert und will den Flair nicht kaputt machen, damit es die Steuer nicht kriegt, tut man das Häusl ausbauen. Oder? So wird es wahrscheinlich. Ich glaube, so wird es gewesen sein. Vielleicht war das da auch so mit größten Klo. Oder? So geht's Grenze. Damen und Herren, 6 Minuten 41 schaffen wir in dieser Zeit noch ein Liedchen. Ja. Aber unbedingt, Damen und Herren, Kandor hier live. Was soll's denn sein? Was? Butterfly, also ein Lied über die Freiheit. Einen Schmetterling wollen wir nochmal durchs Studio fliegen lassen mit Kandor gemeinsam. Damen und Herren, seid ihr bereit? Sie nicken. Damen und Herren, a Butterfly. Hide and seek. I realize I have to leave. You seem to stop, you seem to be, but now I know you cannot leave. You're only trying to survive, and it's absurd to blame you for. You don't even care. Kick me to the ground. Rise again, be a butterfly. It seems again, dear butterfly. Fly right to the sun. It seems to be so dangerous. You're gonna have some fun. Fly again,
butterfly. Fly right to the sun. So dangerous. You're gonna have some fun. Da fliegt er durchs Studio, Damen und Herren, der Butterfly von Kandor. Die Herren hier heute zu Gast auf Radio Rausch 94.0, dem freien Radio in Wien. Es ist in Kürze 15 Uhr und deshalb bleibt es mir nur mehr, mich von den Herren zu verabschieden. Schön, dass du da warst. Danke vielmals. Ja, danke für die Einladung. Es wird Danke. genickt. Es wird zustimmend genickt. Was? Siehst du sogar, das Dankeschön wird musikalisch dargeboten. Auf Facebook können Sie Kandor natürlich finden. Danke, dass du da wart. Viel Spaß. Sie werden über den einen oder anderen handgeschriebenen Zettel sicher drüber stolpern und dann erkundigen Sie sich auf Facebook zum Beispiel über Kandor. Ja, nächsten Donnerstag gibt's eine weitere Ausgabe von Was gibt es Neues Musik aus Österreich von 14 bis 15 Uhr. Auf www.o94.at könnt ihr nachlesen, wer denn da alles sonst noch kommen wird. Die nächsten Wochen und am Samstag, jetzt kurz mal was in eigener Sache, den 9.4. Bei der Ipsiade gibt's einen bunten Abend. Ich werde Gary Seidel und Nadja Marley treffen. Kommen Sie vorbei in die Stadthalle. 19.30 Uhr. Tschüss, Baba, auf Wiederhören. Danke. Orange 94.0, das Freiradio in Wien.